grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Ja, wie du siehst, wir sind wieder unterwegs. Einiges noch aufzuholen und zu machen und zu tun. In puncto Ich habe etwas gefunden. Zitadell-Missionen. Scheißen. Und ja, wir machen hier gleich weiter, wo wir das letzte Mal oder vor einigen Episoden aufgehört haben. Ich glaube, das haben wir gemacht, bevor wir mit Arien in Kontakt getreten sind, zwecks Omega. Und ja, hier ist aber noch irgendwo was. Scheißen. Ne, weg. Ausweichen erfolgreich. Wie du siehst, ja, hier müssen wir noch mal her. Ich habe jetzt ein paar Dinge gemacht wieder, nebenbei so ein bisschen halt. Und ja, es gibt eigentlich eh nicht mehr zu erzählen. Ja, so verbleiben wir so. Gut, ich hätte gesagt, wir schauen, dass wir jetzt so viel wie möglich durchmachen. Ich habe schon irgendwas habe ich gefunden. Ich möchte das jetzt in der nächsten Zeit soweit fertig machen. Hier diese ganze Portalgrütze. Signal bestätigt. Danke, Spiel. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ja, wie gesagt, wir müssen halt hier und da immer wieder ein bisschen aufhören damit. Damit diese Mechanik ein bisschen, ich sag's mal, abkühlt. Intakte Reaper-Waffe. Ja, so kriegen wir also so kommen wir also zu unseren Hui! Reaper umgangen. So kommen wir also zu unseren Zitadell-Missionen. Ich habe etwas gefunden. Ja, sehr schön. Und die Reaper gleich mit, gell? Ja, ja. Pelion waren wir gerade, gell? Da haben uns ja die Reaper ein bisschen überrascht. So, hier rein. Misana. Hä? Hier kommen die Reapers auf einmal nicht her, oder was? Egal. Wir scannen hier gleich mal kreuz und quer. Was natürlich aber auch sein kann, dass wir hier später durch eine Mission her müssen. Nö, hier ist nix. Nö. Nö, hier ist nix. Passt. Ab zum nächsten. Wahrscheinlich müssen wir durch eine Mission dann nochmal hierher. ...515 Einheiten. Wieder zurück. Na, schauen wir mal. Signal bestätigt. Na klar. Scanner starten. Bibliothek von Asha. Sehr schön. Die nächste Mission, die wir jetzt haben. Wir probieren es nochmal bei Pelion. Das ist dort drüben.
Vielleicht haben wir Glück und die Reaper sind schon wieder weg. Was ich aber nicht glaube. Nee. Weg. ULG-Sprung erfolgreich. Okay. Ach du meine Güte. Ja, tut mir leid. Tut leid, aber ich möchte das jetzt so bald wie möglich hinter mich bringen. Kann nur sein, dass ich zwischendrin mal privat ein bisschen so hin und her fliege. Ausweichen erfolgreich. Super toll. Und da drüben warten die... Okay. Ich nehme an, dass wir hier auch wieder über eine Mission zurück müssen. Reaper umgangen. Oh. Wo war denn? Es ist halt immer nur schwierig. Wo ist eine... Ich glaube, hier war... Oder war hier ein Treibstoffdepot? Wir werden jetzt mal die große Mission drüben um die Quarianer, werden wir jetzt mal ein bisschen links liegen lassen. Und werden wir in der Zukunft oder in der nächsten Zeit mal uns nur auf die kleinen Dinge konzentrieren. Ja, hier ist es überall Reaper aktiv. Was ist hier drüben? Halbmondnebel, 100%. 100%, 83%. Weil ich möchte endlich unseren derzeit größten Brocken fertig machen, nämlich die Citadel, genau. Weil was ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, ich nenne es jetzt mal, die letzte Mission, also der Endkampf, der zieht sich eh ein Weilchen. Element Zero Converter, voll geil. Haben wir 100%? Jawohl. So will ich das sehen. Und nicht anders. Ach du meine Güte. Massenportal. Sigurds Wiege. Rein da. Hier kommt man ja nicht einmal auf eine Tasse Kaffee zu trinken. Mil und Lenal. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo Sprit kriegen. Das schaut nicht danach aus. Ich habe etwas gefunden. Ja, Sprit wäre schön. Huskneuralkarte. 100%, sehr schön. Nur noch nach Lenal. Zum Lenale müssen wir jetzt noch. Das ist da oben. Signal bestätigt.
Bitte lasst das alles sein hier. Extra-Rationen, schön. 100% weg hier. Skepsis, ja, ich bin immer skeptisch, merkt ihr das Spiel? Bam, 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 bam. Dieses Genudel im Hintergrund. Hat so ein bisschen was von Fallout 4, wenn man ins Institut kommt. Aber wir müssen aber zuerst tanken. Wo waren wir? Hier. Hier herum waren wir gerade, gell? Ja, Sigurdswiege. Was war hier? Caleston Rift. Keine Ahnung. Weißt du, was mich aber interessieren wird, wo wir die Dinge für die zwei auf der Dings finden. Nö, hier war nix. ULG-Sprung erfolgreich. Nee, das kann nur hier sein, weil hier haben wir 100%. Keine Ahnung. Ausweichen erfolgreich. Gut, müssen wir uns das auch merken. Außenzone, waren wir da überhaupt schon mal? Keine Ahnung. Naja, es ist aber noch nicht von den Reapern übernommen worden. Na, schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was. Ansonsten können wir das eh wegwerfen. Ne, hier ist nichts. Da waren wir gerade. Ninma Cluster. Posten. Hier gibt's ja nichts mehr, oder? Richtig. Ah, dann waren wir hier, glaube ich, schon. Ja, was weiß ich, wo wir schon überall waren. Ich meine... Nee, dann ist das hier auch ein Ort, wo wir durch eine Mission zurückkommen. Aber egal. Okay. Wieder ein Ort, wo wir durch eine Mission zurückkehren müssen. Ach du heilige Scheiße, das Spiel ist ja riesig. Hätte ich mir nicht gedacht. Na okay, gut. Wir haben jetzt aber auch mit der Party, mit dem Doppelgänger Shepard, oder mit dem geklonten Shepard, Leviathan und jetzt durch die... Na, wie heißt sie? Durch die Aria haben wir jetzt auch viel Zeit liegen lassen, so gesehen, gell? Hier rüber 100 Argos Roh, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Hydra, Phoenix. Ich habe etwas gefunden. Ah. War ja klar, oder? Also müssen wir auch hier wieder warten, bis die Mechanik abgeklungen ist.
Haptische Optikmatrix. Jetzt kann ich lesen auch schon nicht mehr. Reaper umgangen. Bitte, wie viel ist denn hier? Signal bestätigt. Na klar. Turianisches Spezialeinsatzteam. Voll geil. Na, das wird noch lustig hier überall. Kakliosaurier. Danke. ULG-Sprung erfolgreich. Gorgon. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ich habe etwas gefunden. Danke, Süßer. Verbesserte Energierelais, auch schön. Spiel, seit wann bist denn du mir so hold? Aber nach Hydra brauchen wir jetzt auch nicht fliegen. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Mhm. Sobald wir reinkommen, sofort zum Massenportal. Oder? Drecksau. Nee, weg. Weg, 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 weg. Du kriegst uns nicht. Ausweichen erfolgreich. So. 100, 100. Ja, Entschuldigung. Ich entschuldige mich für meine wunderschöne Ausdrucksweise. Mhm. Ach du meine Güte, hier ist ja auch noch so viel. Ich werde gleich verrückt. Kakus. Na bitte, dann können wir gleich einen Kacken gehen. Ah Gott, diese Reaper machen mich fertig. Wirklich. Reaper umgangen. Da müssen wir wirklich warten, bis die Mechanik etwas abgeklungen ist, weil das ist ja... Ja, ULG-Sprung erfolgreich. müssen wir wirklich warten. Aber so viel haben wir nicht mehr. War schon mehr. Milanest, Exodus Cluster, hier sind wir fertig. Hier haben wir noch ein bisschen was, da haben wir was, da haben wir was. Aber da müssen wir jetzt überall warten, bis das alles abgeklungen ist. Scheiße. Das mag ich gar nicht. Naja, wurscht. Wir kriegen das schon irgendwie fertig. Es dauert halt nur ein bisschen. Ja, wie gesagt, die drei großen Missionen, die wir jetzt hinter uns haben, oder die drei großen Geschichten, haben das Ganze jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Aber macht nichts.
Von den 3, dann machen wir 4 draus. Doppelgänger, Party, Leviathan und Aria fand ich persönlich die Party und Leviathan am stärksten. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich? Reisen wir mal hierher. Runter zur Citadel. Wir haben ein bisschen was zu tun gerade. Ich zeig... Warte ein bisschen. Müssen wir so machen. Wir parken hier jetzt mal. Ich zeig dir jetzt mal das Logbuch. Zacki, Bracki. Omega. Omega. Apienkranz, ich glaube, das haben wir bereits. Medigel-Spendenlager, finden Sie die Spender und reparieren Sie sie. Aha, okay. Hades Nexus. Ein Flüchtling vermutet, dass sich auf Gai Hinam im Haaren eine proteanische Sphäre befindet. Keine Ahnung. Das haben wir bereits, glaube ich. Ja, wie du siehst, Citadel ist relativ groß. Da haben wir einiges noch zu tun. Aria, nimm Cluster. Ah, das haben wir schon. Und die Reaper-Code-Fragmente habe ich, glaube ich, auch schon. Jetzt gehen wir mal auf der Citadel, oder Citadel, egal wie man es nennt, scheiß drauf. Wir gehen jetzt dort einmal ein bisschen aufräumen. Und da habe ich was, euch sicher interessieren wird. Ich war nämlich gerade außerhalb von dem ganzen Quark, war ich jetzt ein bisschen in den... Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. In Ordnung. Ja. Warte ein bisschen. Nochmals danke, Commander. Sehr gut. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Wir müssen hier nochmal ein bisschen durchlaufen, so, weil ich weiß offen und ehrlich gesagt nicht mehr, wo was war. Aber ich beeile mich. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe im Asari-Sektor fort und haben den Nimbus-Cluster und den Silian-Nebel eingenommen. Shepard, wenn Ihnen danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Ja, ja. Garus müssen wir noch machen. Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Das Problem ist, ich merke mir das alles nicht, wo was hingehört. Berichten zufolge dringen sie nun auch in den Perseus-Nebel in der Nähe des Geth-Sektors ein. Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Der Antrag Ihrer Tochter ist bearbeitet worden. Was? Sie sagten doch, dass Ah! Zum Spectre-Terminal müssen wir noch, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. Gefallen eingefordert. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen. Hier ist nichts. Elysium, Ticktree und Zeus Hope. Diplomat. Nochmals danke, Herr Okay. Unsere militärische Stärke ist nicht Ebenfalls von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen. Was war hier? Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Udina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer.
Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Udina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Udina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Udina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Keine Zeit zum Ausruhen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Okay, jetzt haben wir das auch, aber ich muss zu diesem komischen Spektor Dingenskirchen. Ah, das war hier, glaube ich. Ja, ich habe für Spektor-Ausrüstung kein Geld. Nachrichtenterminal. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Ich habe nicht viel Zeit, aber Sie sollen wissen, dass meine Schwester Oriana verschwunden ist. Verschwunden? Was ist passiert? Mein Vater hat sie gefunden und entführt. Direkt auf der Straße. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt. Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Okay, was haben wir hier? Spectre-Ausrüstung. Oh mein Gott, das kostet ja alles. Wieso habe ich denn das alles schon irgendwie mitgenommen? Kannst du mir das bitte verraten? Nö, gell? Batterian. Och Gott. Batterianischer Zugangscode. Mit Spectre-Zugangscodes können Standard-Sicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberster Stufe nachverfolgt werden. Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universalwerkzeug des Spectre hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Haben wir sonst noch irgendwo was wir aktivieren müssen? Hä? Boah, das haben wir alles noch nicht gemacht. Militärische Amnestie für Normandy-Techniker. Die Techniker Gabriel Daniel sind Citadel in Haft, weil sie für Cerberus gearbeitet haben. Daniel und Danelli haben sich friedlich ergeben, bevor Normandy von der Allianz rekrutiert wurde und beharren darauf, sie hätten lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen und unterhielten sonst keine Verbindungen zur Terrororganisation. Ein Spectre-Befehl könnte Daniels volle Amnestie führen und dann... Ja, sicher. Captain Riley, eine N7-Agentin, wurde wegen
Einsatzes auf Sion bei einer Tapferkeits mit einem ja. C-Sicherheit hat beantragt, eine zivile Miliz aufzustellen, die Citadel im Falle seiner verteidigen soll. Viele C-Sicherheit-Officer glauben, das würde die Citadel wehrhafter machen und die Moral stärken, aber es fehlt an Geld und der erforderlichen Genehmigung. Ein Spectre-Befehl würde es C-Sicherheit ermöglichen, mit der Ausbildung freiwilliger Zivilisten zu beginnen und finanziert durch Gelder, die es eigentlich brauchen. Okay. Na sicher. Wir können alles brauchen. C-Sicherheit hat mehrere Überwachungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Cerberus-Informanten auf der Citadel zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeeds angezapft, haben aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es C-Sicherheit ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Natürlich. Und das war das von dieser einen Truller da. Mit Spectre-Zugangscodes können Standard-Sicherheitsprotokolle umgangen, ja. Okay, warte, jetzt schauen wir trotzdem noch mal rein. Aber ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Ausbilder der Grüßemer Akademie haben Räume auf der Citadel gebeten, um dort junge Studenten zu trainieren, die dem Angriff auf der Schule entkommen sind. Sicher aber noch, die Citadel-Behörden würden dem Ersuchen nachkommen, wenn ein Spectre dafür ausspricht. Das sicher. Wir können alles gebrauchen. Selbst die kleinste Kellerassel. Ja, das brauchen wir alles nicht. Nein. Was war hier? Ah, Udina. Ja, den haben wir ja. Den haben wir ja gen Himmel geschickt. Mich würde aber interessieren. Ob das mit, wie heißt sie? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Puh, keine Ahnung. Na, keinen Witz, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Amanda? Ich glaube Amanda, oder? Keine Ahnung. Ja, ich will ja nur was abgeben. Moment, du hast nach meiner schweren Panzerung gefragt. Ich habe nie gesagt, dass es sich um schwere Panzerung handelt. Na, hier brauchen wir nichts. Das Problem ist halt, ich merke mir nicht, wo ich das alles abgeben muss. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Ja, bitte. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Die Allianz werde ich nicht übers Ohr hauen. Seit wann sind Sie denn so empfindlich, wenn es um diese Penner geht? Okay, ich glaube, hier sind wir soweit auch fertig. Edi. Also. Was auf der Erde abgeht, während wir hier rumsitzen. Joker. Officer. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen.
Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Das Banner des... Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Ja, gern geschehen. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Ah, richtig. So soll es sein. Umsonst mache ich ja den ganzen Scheiß nicht. Haha. Was ist hier? Y. Na bitte, es wird ja immer weniger, nicht? Eine Kriegsstadt Asari benötigt... Ich war ja gerade in der Botschaft, ihr Böcke. Irgendeine Asari. Nein. Hast du irgendwas für mich? Nö. Spectre-Status erkannt. Zitadell-Botschaften, da war ich ja gerade. Laufen mir keine Asari um und um? Nein, nicht wahr? Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen muss, haben kroganische Truppen... Na Gott sei Dank keine offene Welt, dann wird das Spiel nur mehr ruckeln. Vielleicht bist das du? Bist du's? Nö. Bist du's? Nö. Bist du's? Nö. Nö, nö, nö. Überall nur riesiges Nö, nö, nö. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe im Asari-Sektor fort und haben den Nimbus-Cluster und den Silian-Nebel eingenommen. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, sie könnten... C. Sicherheit. Warst du das? Nee, warst du? Du? Nö. Du? Nö. Udinas Gemächt. Hä? Angriffsreichweite von Tessia, der Heimatwelt. Aber Finden Sie ein Reaper-Code-Fragment? Das haben wir... Hä? Aha, ein bisschen was haben... Ja, wo finde ich denn die Warze? Keine Ahnung. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ist der Volus-Botschafter hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad.
Ich hätte längst mit ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht es jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Oh. Muss. Ah, hier. Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, Sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht Sie das an? Das geht Sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch am Präsidium. C-Sicherheit wird Selkisch-Waffen überprüfen, wenn sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass Sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Ruhig. Hilfe ist unterwegs. Ankunft. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Muss ich ein bisschen als ruhiger Kriegsstratege 2 hier und da. Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Reaper-Truppen haben nach schwerem Kampf den Argos-Hochcluster eingenommen. Zufällig habe ich einen in Bernstein eingeschlossenen Kakliosaurier-Schädel gefunden. Vielleicht können Sie ihn zum Klonen brauchen, oder... Sie machen Witze. Im Ernst? Nun, wenn das genetische Material intakt ist, könnten wir... Wir haben auf Surkesh eine Klonanlage. Kakliosaurier-Gene waren erstaunlich gut verarbeitbar. Klonen könnte funktionieren. Wirklich? Und die ersten Einheiten reiten bereits in die Schlacht? Also das ist toll. Nein. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe sie erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander.
Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner Sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volus Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Das wäre gemein, oder? Nee, wir machen das. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Die Reaper-Truppen setzen Wow. Volus Bomberflotte. Es wird immer besser. Und die große, wie heißt's? Na? Es steht uns ja noch was Großes bevor. Warte ein bisschen. Ab und zu verwirrt mich das Ganze ein bisschen. James Said. Aria Tilog. Was ist, wo sind wir hier überhaupt? Huerta Krankenhaus. Jacob Insole. Wayne. Oh. Garus. Ja, aber wo ist diese eine Asari? Eigenartig. Was ist hier? Ah, Purgatory, das brauchen wir nicht. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Wo ist denn eigentlich diese Polizistin da? Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Du möchtest den ersten, der ausschlüpft, nach unserer Helferin benennen? Nee. Sie sind zurück? Hatten Sie Glück? Hier, ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander.
Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Geil. Terminusflotte. Wo ist der Orakel? Der Orakel von Delphi. Darunter. Und da müsste da irgendwo sein, der gute Admiralowitsch. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Ja, Modell der Citadel brauchen wir nicht. Unser Angebot umfasst auch seltene Technologie-Upgrades aus dem Klasse, die bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. Ari. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. Was haben wir denn da noch? Wenn Sie das Beste wollen, kommen Nö. Sie zu Casa. Nö. Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Na wirklich? Danke, dass Sie bei Casa Fabrication Waffen eingekauft haben. Ihr Name ist Tasha Porey. Diese Stufe rauf. Wo ist dieser Orakel? Hier ist er. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben's geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Palaven nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Mhm. Ja, ist das jetzt mit den Blue Suns soweit erledigt, oder wen muss ich dafür vögeln? Naja, blöder Spruch. Boah, das ist so dermaßen blöd gemacht. Man gut, wir haben jetzt knappe 6 Stunden mit Story verbracht. Dann können wir es mal ein bisschen suchen auch. Nochmals danke. Wenn wir die Störtech zum Laufen kriegen, wird dieser Ort um einiges sicherer sein. Na, das hoffe ich. Das komme ich mir gerade verarscht vor. Also das mit den Blue Suns scheint ja erledigt zu sein. Ja, hier sind wir fertig. Joker Aria. Ins Huerta Krankenhaus könnten wir mal schauen. Das machen wir. Ja, wenn, dann müssen wir schon alles machen. So ist es nicht. Und diesmal möchte ich alles machen. Wo ist ein Aufzug? Hier runter. Warte, ich glaube hier nochmal rauf. Was war hier? Ah. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Aha. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Aha. Rundumgarantien. Oh ja. Bloodpack Punisher. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift zurückgegeben werden. Cerberus Sturmpanzerung. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Bitte besuchen Sie die Filialen von Elkos Combine zur Befriedigung. Krieg ich von dir was? Hast du was? Was bist du? Danke,
Ah, danke. Willkommen bei Canala Export. Ja, bla bla bla. Danke, dass Sie bei Canala Export eingekauft haben. Nee. Ins Krankenhaus können wir noch schauen, nur dann fällt mir auch nichts. Aber warte mal. Ja, ja, hierher bitte. Ja, gern geschehen. Danke, danke, danke. Jawohl. Nein, hier ist es genauso. Medigel und synthetisches Blut gehen zur Neige. Wir haben nicht genügend Freiwillige. Wenn wir die Ringe von Alune aus dem Silia-Nebel hätten, könnten wir eine Kulturkrise verkünden. Dann muss man uns zuhören. Das sind nicht bloß Symbole. Die verehrte Asari Alune trug diese Ringe, nachdem Effaim selbst sie die Medizin gelehrt hatte. Sie war so etwas wie eine Dalatras bei ihrem Volk. Könnten wir ihre Müssen wir zurück. Nochmal irgendwann. Jacob? Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Was ist mit dem Tiegel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tiegel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Sie auch? Ja, sicher. Ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. War interessant, Bryn kennenzulernen. Wie geht es ihr? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir bekommen ein Baby, Shepard. Ja, gratuliere. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... Ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach Ihnen benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist schön. Ja. Ich werde Sie ausreden. Nichts für ungut. Hey, schon okay. Gut. Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandy zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tiegel? Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht es ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Ja, es muss klappen. Es muss klappen, dass wir Shepard überleben lassen. Oder dass Shepard überlebt. Die Schwester hat mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Richtig? Nein, tut mir leid. Die Energieversorgung eines wichtigen Treibstoffdepots auf Syon wiederherzustellen. Konsole, da müssen wir hin. Können wir hier irgendwas tun? Nee. Was? Rechtsdrehende Blutspender? Hä? Ja. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Ja, mir wird ja wohl nichts anderes überbleiben. Mir wird ja wohl nichts anderes übrig bleiben. Drum ist mir heute glatt zum Speim. Generäle. Er wurde bei dem Angriff auf die Citadel von einem Cerberus-Soldaten mit einer vergifteten Klinge verletzt. Und wir können das Toxin nicht identifizieren. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben.
Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Ein Gift, das speziell für Turianer entwickelt wurde. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hatte General vielleicht eine Chance zu überleben. Sie sind ja so süß. Ich weiß nicht. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir helfen Patienten. Und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Und die Vorräte werden uns ausgehen. Haben Sie die Prognosen der Verwaltung schon gesehen? Ja, die Lage wird sich verschlimmern. Worauf wollen Sie hinaus? Wir können die Fakten nicht leugnen. Wenn wir Prioritäten setzen, haben einige unserer Patienten eine erheblich bessere Überlebenschance. Wenn wir die zuerst versorgen und unsere Vorräte rationieren, können wir jetzt einige retten und bleiben in der Lage, später noch mehr zu retten. Das können wir nicht tun. Wir haben einen Eid geschworen, den Kranken zu helfen, ungeachtet ihrer finanziellen Situation oder ihrer Position in der Gesellschaft. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir helfen Patienten, und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Und die Schwierig. Vorräte werden uns ausgehen. Irgendwie haben ja beide recht. Ja, die Lage wird sich verschlimmern. Worauf wollen Sie hinaus? Wir können die Fakten nicht leugnen. Wenn wir Prioritäten setzen, haben einige unserer Patienten eine erheblich bessere Überlebenschance. Wenn wir die zuerst versorgen und unsere Vorräte rationieren, können wir jetzt einige retten und bleiben in der Lage, später noch mehr zu retten. Das können wir nicht. Jeder muss in Kriegszeiten Opfer bringen. Auf Sie kommt das früher oder später auch zu. Das ist mir klar. Aber deshalb werde ich nicht meinen Eid oder meine Patienten verraten. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende alle. Dann finden wir schon eine Lösung. Okay, hier ist nix. Wir haben doch auch Patienten, die, sagen wir, mehr Glück hatten, richtig? Ja, aber wo? Ich hab da was gesehen, das bringt mich ein bisschen durcheinander. Warte ein bisschen. Jacob, wo ist denn der Thane hin? 2, Labor, Dr. Silon. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. Ah, hier ist der Doktor, okay. Hier waren wir bereits. Wo ist denn der Thane hin? Na, hier liegt er nicht. Hier ist noch eine Konsole. Warte, bei der waren wir ja gerade, oder nicht? Aha. Ah, Dr. Silo, und das war dieser eine Kleine da. Seine Unterstützung der Turianer sei der Beweis dafür, dass die Kroganer für eine Rückkehr auf die Citadel bereit seien. Aria, Joker, Liara, James, Said. Passagierlounge, da müssen wir runter. Normandy Deck. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. Ja, ich will jetzt so viel wie möglich rausschaffen in den nächsten Stunden. Ankunft in Andockbucht D4. Was müssen wir machen? Passagierlounge. So, Konsole. Die nächste links. Und da sind Sie sich völlig sicher? Ja. Reaper-Truppen haben nach schwerem Kampf den Abschluss. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianzsoldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batarianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Ja, dann suchen wir den. Wie immer halt.
Docks Wartebereich. Da müssen wir nachher hin. Wir haben ja hier noch was. Warte, ein bisschen Logbuch. Und zwar medizinische Vorräte. Die Ärztin der Normandy hat von einer Gruppe im Flüchtlingslager erfahren, die über medizinische Vorräte verfügt, aber simple zivile Erfordernisse nicht erfüllen kann. Handeln Sie mit Tactus im Flüchtlingslager ein Tauschgeschäft aus. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tiptree und Zeus Hope. Hier müssen wir jetzt hin. Docks Wartebereich. Also hier geht's zur Normandy, gell? Nein. Hä? Hier waren wir ja gerade. Mal wieder ein Bug. Hat's jetzt bei dir ein bisschen Nö. Docks Wartebereich. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie bereit sind, eine Pause zu machen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, Garus. Sorry. Docks Wartebereich, da müssen wir hin. Ankunft in Andockbucht E24. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Bucht E28-4. Die ist dort hinten. Da sind wir schon richtig unterwegs, aber wir schauen jetzt trotzdem nochmal alles durch. Ich möchte unbedingt loswerden. Ich möchte das Auftragbuch ein bisschen verkleinern. Nö. 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 Ah, der. Nö, nö. Prediger. Ja, ich habe kein, wie heißt's? Ich habe ja kein Kleingeld mehr. Wie immer halt. Bitte beachten Sie beim Kauf sämtliche Kasteneinschränkungen. Ihre Käufe kommen der Hegemonie zugute. Said. Das ist der Prediger, den brauche ich jetzt nicht. Nö. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Es ist doch egal. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Ja, aber wo sind diese Medigale-Spender? Das verstehe ich nicht. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Ja, das gefällt mir, Shepard. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich habe Stress. Ich muss was tun. Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Und wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Ja, schön für dich. Brauchst du was? Nö. Wo sind diese Medigale-Spender? Hier. Nö. Ach, scheiße. Soll das ein Witz sein? Ah, da ist der James. Ich fass es nicht. Mistkerl. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere
Balak. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war ihre Schuld. Ich habe sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja. Und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat? Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert. Um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Boah, die Reaper oder? Nein, keine Ahnung. Wir wurden von ihnen vernichtet, wegen ihnen. Sei's drum. Ich habe ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Rache. Das Bahak-System. Sie wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben. Das wissen Sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie. Wenn Sie Ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Ja. Wir sind ja ein richtiger Gott mittlerweile. Aber ich müsste herausfinden. Warte ein bisschen. Vielleicht finden wir noch irgendwo. Said. Flüchtlingslagerarzt. Hier gibt's ja keine Medigel-Spender mehr, oder? Weil wenn, dann schauen wir mal zu diesem Arzt und schauen, was Shepard rausgefunden hat, weil gesagt hat er ja gar nichts dazu, gell? Und in Kürze... Nein, wir warten noch ein bisschen. Wir werden das mit den Quarianern und der Reaper-Basis ganz zum Schluss hin machen. So, hier war nix. Wo ist dieser Arzt? Frachtraum B, dort drüben. Sechs. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald... Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur dingfest gemacht. Aber nun können wir viele Leben retten. Danke. Hui! Weg ist er. Okay. Ich habe was gelesen. Wie weit? Warte mal. Jetzt schauen wir mal ins Logbuch. Wie du siehst, wir haben so viel zu tun. Boah, es ist ganz schön zurückgegangen. Cerberus-Verschlüsselungen. Benötigt Verschlüsselungen, um die Codes von Cerberus zu knacken. Finden Sie die Verschlüsselungen und bringen Sie ihm
Chemische Behandlung. Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen wurde in einem Reaktor auf Sion sichergestellt. Finden Sie jemanden? Oh mein Gott. wurde bei dem Angriff auf Elysium ebenfalls von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Ist das Logbuch? Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen wurde in einem Reaktor. Finden Sie jemanden auf der Citadel, der Verwendung für diese Information hat? Medizinische. Die Ärztin der Normandy hat von einer Gruppe im Flüchtlingslager erfahren, die verfügt, aber der Tektus ist ja nicht mehr da. Oh. Ach du meine Güte, das hört ja gar nicht mehr auf. Aber der Tektus ist ja nicht mehr hier. Ich habe ihn jetzt hier halt nicht mehr gesehen. Oder hast ihn du gesehen? Nö, gell? Nö, hier steht aber auch nicht auf der Liste. Commander Bailey, Dr. Silo und Joker. Das müssen wir alles noch irgendwie machen. Ich habe eine Idee. Warte ein bisschen. Wir schauen mal. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment bitte. Himmelarsch und Zwirn, so viel zu tun. Ankunft in Andok-Bucht D24. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor die Allianz schickt uns zu einer... Nochmal kurz zur Normandy rein. Kurz einen Blick. Mache Meldung. Mein Trupp verteidigt, weil die Reaper wollen ihn lahmlegen. Wir halten die Stellung. Ich ein Spectre. Was? Nee, aber ich muss aufs private Terminal zugreifen. Hä? Also Etappenweise kenne ich mich nicht aus. Tut mir leid. Kräfte neu zuweisen? Ach so. Okay, hier ist nichts. Hier kann man nicht runter. Reden wir mal mit der Ärztin. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph? Wow, geil. Warte mal. Bonuskräfte. Inferno. Verursacht erheblichen Schaden. Dominieren. Unterbricht die synaptische Harmonie organischer Gehirne. Ziele werden im Laufe der Zeit resistent gegen diese Kraft. Das kann Leuchtgeschoss, Peitschen. Naja. Wo ist der Cliff? Keine Ahnung. Liaras Kabine, dann müsste die hier sein. Haben wir neue Techniker für den Tiegel gefunden, Glyph? 5 ehemalige
ehemalige Wissenschaftler von Zonex Industries, die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Teagle helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Danke. Intakte Reaper-Waffe. Hä? Perron hat seine Kontakte überredet, ein Panzerungsmodkit an die Normandy zu liefern. Der Universalgel-Konverter und das Miniaturfertigungswerkzeug des Kits sind im Citadel-Sektor zwar eigentlich illegal, können aber eine einmalige Modifizierung von Shepards Panzerung durchführen, dabei entweder Schildstärke verbessern oder für Fächer für Thermomagazine hinzufügen. Diese kleine Operation entfernt sämtliche Narben, Implantaten. Sie können auf die kosmetischen Änderungen verzichten und stattdessen nur bitte. Upgrades. Oh. Achso. Was war hier? Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat ihnen Zugriff gewährt. Broker Terminal. Ach du meine Güte. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern... Ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Nur 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre. Oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Na gut. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Und welche? Informationen zur Schlacht von Arcturus. Telemetrische Daten der Arcturus-Station zeigen, wie schnell die Reaper, die aus dem Portal kamen und durch die Allianzflotten pflügten. Wies können den Feindbeschuss in den Daten analysieren, um den Waffenschaden zu verbessern oder aber Rechenleistung darauf zu verwenden, bessere Schilde gegen die Waffen der Reaper zu entwickeln. Überreste von Reaper. Datenrabatt. Was? Naja. Elektronische Signatur von Gallet.
Matriarchin Gale war eine wichtige Asari mit Verbindungen zum Asari-Oberkommando und sogar zum Rat. Ihre elektronische Signatur kann einmal benutzt werden, bevor die Sicherheitsprotokolle erkennen, dass sie von jemand anderem aktiviert wurden. Gales Kontakte verschaffen Zugang zu einer Eliteausbildung für wieder in den Dienst versetzte Soldaten oder über die Asari-Botschaft einen Preisnachlass bei allen Geschäften auf der Zitadelle. Okay. Wer bist du? Aha. Ein bisschen. Muss noch mal ins Logbuch schauen. BZW? Oh, das wird immer weniger. Ist das geil. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich diese Reaper-Fragmente ja schon habe. Shuttlebucht. Maschinendeck, Crewdeck, Kampfe, Shepards Privatkabine. Ich will doch nur zurück auf die Zitadelle. Wir haben ja noch nichts zu tun. Warte ein bisschen, reden wir mal mit ihr. Nö, später. Hm? Jetzt muss ich wieder von neu andocken, oder was? Wie dumm ist denn das? Wie dumm ist denn das? Das muss ich... Ich halte das nicht aus. Im Silver Sun Strip waren wir ja auch noch nicht. Ach du Scheiße, ich sollte eigentlich schlafen gehen, das wisst ihr aber eh. Ja, vielleicht finden wir hier irgendwen. Was ich mir hier zwar nicht vorstellen kann, aber man kann es mal probieren. Was ist denn hier? Also da ist diese Bar, diese komische. Castle Arcade. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, hier auf Schabik warten. Informierend. Da die Aufführungen von Francis Kitts Elko Hamlet beendet sind, bin ich nun verfügbar. Aufrichtig ersuchend. Falls Sie gute Agenten kennen sollten, schicken Sie sie bitte zu mir. Aha. Keine Dummheiten. Nö, bevor Shepard eine Dummheit macht, geht wieder irgendwo was in die Luft.
eingestehen, ich habe meine Spielsucht nicht mehr im Griff. Naja. Dann wird's Zeit, dass du dagegen was machst, alter Verwalter. Hey, wie bekommt ihr der Landurlaub? Bestens. Die Pause. Okay. Bitte den Wasserfall nicht berühren. Aha. Kein Zutritt. Abflug. Aha. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Ich laufe mir hier eigentlich nur gerade unnötig den Arsch ab, ehrlich gesagt. Ja, hier gibt's ja nichts anderes als wie nur den Schabik. Und nichts, wo ich irgendwas loswerden kann. Was machen wir als erstes? Nee. Glaub es mir, Shepard willst du nicht tanzen sehen. Silver Coast, hier war nix. Ich ging also hinter einem Tisch. Viel Glück, nimm noch einen schönen Abend. In Deckung. Von rechts. Nö. Hier schauen wir noch mal runter und wenn, dann beenden wir das Ganze hier für heute. Neuer Spieler. Ich brauche einen neuen. Aber ich weiß nicht, wo ich das noch alles abgeben soll. Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf dem Silver Sun Strip. Die Citadel Tourismus- und Besucherabteilung hat den Silver Sun Strip zur Top-Attraktion erklärt. Er ist bekannt für qualitativ hochwertige Unterhaltung und ein pulsierendes Nachtleben. Andere wichtige Bereiche, die ich kennen sollte? Die Normandy ist in D24 angedockt, welche auf ihre Biometrik eingestellt ist. Die Andockbucht E24 wurde kürzlich zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Medizinische Versorgung erster Klasse erhalten sie im Huerta-Krankenhaus im Präsidium. Das Präsidium Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Das war's. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Später Natürlich. nimmt derselbe Ex-Cerberus-Frontkämpfer dann einen Rucksack auf. Er schafft den halben Weg zurück zur Abholzone und verliert dann seine Schilde. Und was macht er dann? Einen Sturmangriff. Nicht Sturmangriff. Bei Sturmangriff lässt Rucksack fallen. War ein bisschen 4. Persönliches Apartment. Okay, hier haben wir schon alles ausgeräumt. Angestellter, warte bitte. Wir erfüllen gerne alle Ihre Wünsche, wenn es um den Haushalt geht. Aha. Ich glaube, ich werde mich ein bisschen informieren müssen. Weil irgendwie habe ich momentan ein bisschen den Überblick verloren. Aber nur ganz minimalistisch. Warte ein bisschen. Das kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Was ist denn das für ein Katalog? Achso. Naja. Naja.
tolle Wurst. Hä? Naja, ich habe eigentlich momentan jetzt keine Zeit mehr privat, weil ich möchte eigentlich schlafen gehen. Weißt was? Was liegt hier? Peinliche Momente? Davon gibt's mehr, als jemals irgendwer erfahren wird. Nur dadurch lernt man. Aber wenn ich einen für die Öffentlichkeit auswählen müsste... Ich war gerade in die N7 befördert worden. Voller Selbstbewusstsein, der König der Welt. Ich habe dann irgendwelchen unerwünschten Personen in einer schmierigen Bar in den Bezirken Drinks spendiert. Und sie haben auf meine Beförderung angestoßen. Naja, die hätten auch bataillianische Sklavenhändler hochleben lassen, wenn sie dafür was zu trinken gekriegt hätten. Als mir dann das Geld ausging, stellten sich meine neuen Freunde gegen mich. Sie waren in der Überzahl. Es sah nicht gut aus. Mein Plan, da rauszukommen, hatte viel mit Faustschlägen zu tun und das klappte auch eine Weile. Dann traf mich ein Tisch. Oder vielleicht bin ich auch umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, wie ein Salarianer den Rest der Unruhestifter ausschaltete. Ein Salarianer. Er hat sich bewegt wie eine verdammte Katze, ich schwör's. Als alle bewusstlos waren oder davonrannten, kam er zu mir und stellte mich auf die Füße. N7, fragte er. Ja, Sir, antwortete ich. Er ließ den Blick über die von mir erledigten Männer schweifen und nickte. Nicht schlecht, Mensch, meinte er. Und verließ den Laden. Ich hatte meinen ersten Spectre getroffen. Das war für mich eine wichtige Lektion. Ganz egal, für wie gut du dich hältst, es gibt immer einen, der schneller und viel klüger ist als du. Und erwartet schon hinter der nächsten Ecke. Diese kleine Lehre hat mir seitdem schon mehr als einmal das Leben gerettet.